Aschau im Chiemgau, letzte Woche. Der Winter hat den Ort fest im Griff. Mario Stürzel macht sich bereit für den Weg ins Büro. 25 Kilometer Strecke hat er bis Rosenheim. Und die fährt er mit dem Radl. Als erstes der Blick auf das Thermometer am Balkon. Über Nacht war es jetzt richtig kalt, also wir haben fast minus 10 Grad gehabt. Aber jetzt ist es ein bisschen wärmer geworden. Wir haben jetzt so um die 0 Grad und das ist jetzt für mich wichtig, dass eben nicht mehr ganz so glatt ist, weil natürlich sonst die Rutschgefahr einfach da ist. Fast eine Stunde wird er unterwegs sein. Zur Freude am Fahren gehört für ihn, dass er auf dem Rad nicht friert. Das sind beheizbare Socken. Die haben ein Heizelement in der Sohle drin. Und mit den Akkus versorgen die praktisch mit der notwendigen Energie. Dann habe ich nämlich immer warme Füße. Ich bin nämlich so verfroren in die Zehen. Das richtige Anziehen ist eine Kunst. Mario Stürzel macht's im Zwiebelsystem. Schicht für Schicht, damit er warm genug bleibt, aber beim Fahren nicht zu sehr schwitzt. Stürzel ist selbstständiger Immobilienmakler. Wenn er zu einem Termin muss, dann fährt er mit dem Auto. Wenn es aber geht, dann lieber mit dem Radl. Er hat das Fahrrad für lange Strecken daheim und ein zweites für Stadtfahrten im Büro. Nach Rosenheim fährt er mit Elektrounterstützung. Auch für Räder gibt es Winterreifen mit Spikes, kleine Metallnoppen im Mantel, die helfen, dass man nicht rutscht. Benutzt er die? Ich fahre ohne Spikes, weil hat für mich ein paar Nachteile. Weil oft liegt dann auf vielen Strecken gar kein Eis und Schnee. Und dann ist es mit den Spikes unangenehm zu fahren und die halten dann nicht so lang. Und da muss man dann nur ein bisschen vorsichtiger fahren in den Abschnitten. Das ist nicht so oft. Das geht schon ohne Spikes. Darf nur nicht überraschend schnell bremsen und rumreißen an den Lenker. Dann geht das alles. Die Skibrille zieht er an, wenn starker Wind geht, so wie an diesem Tag. Gleich wird er auf seinem Weg eine unangenehme Überraschung erleben. Johann Struck ist Buchhändler in Rosenheim. Sein Motto: kein Auto, kein Lieferwagen, nur ein Lastenrad. Der Winter ist auch in der Stadt eine besondere Herausforderung. Selbst wenn die Stadtverwaltung auf unsere Anfrage erklärt, dass auch die wichtigen Radwege zeitgleich mit den Hauptverkehrsstraßen geräumt und gestreut würden. Es kommt immer Schnee auf mich zu. Ich werde wahrscheinlich Radwege nicht benutzen können. So wenige es gibt, die sind dann auch nicht immer geräumt. Und manchmal ist ein riesen Schneeberg in der Mitte des Radweges und ich muss ausweichen. Super gefährlich, weil die Autos hinter mir unter Umständen damit nicht rechnen. Das sind die Sachen, die jetzt auf dich zukommen. Kalte Finger, kalte Füße. Ich liebe es. Zurück zu Mario Stürzel. Was kommt jetzt auf ihn zu? Also jetzt vor allen Dingen mit der Glätte muss man halt aufpassen. Letzte Woche war ich auch unterwegs und da hat es mich tatsächlich schon mal zerlegt an einer Blankeisstelle. Und man muss da sehr vorausschauend und aufmerksam dann fahren. Kurz vor Fraßdorf eine Unterführung, extra gebaut für die Radler. Warum schwitzt du jetzt? Jetzt hat hier bei der Unterführung auf der anderen Seite, ist ein Gefälle, da geht es ein bisschen steil runter und da war es auch so glatt, dass wenn ich da nicht geschoben hätte, dann hätte ich mich gleich hinlegen können. Und in dem Fall schiebe ich lieber, das ist mir dann sicherer. Ärgert dich das? Ja klar, weil als Radlfahrer magst du ja eigentlich mit dem Radl fahren und nicht schieben, sonst wäre es ja ein Schieberadl. Und solche Stellen sind natürlich immer dann ein bisschen ärgerlich für mich. Da wäre es mir lieber, die dann salzen und wirklich so frei machen, dass ich als Radlfahrer durchfahren kann. So wird jede Kurve zum Wabonspiel. Ist gestreut oder nicht? Wir haben bei der Gemeinde Fraßdorf nachgefragt. Die verweist darauf, dass es beim Räumen Prioritäten gibt. Zuerst die Straßen im Ort, dann Übergänge, Parkplätze und Gehwege, dann erst die Radwege.
Beschwerden bei der Unterführung habe es bis jetzt nicht gegeben. Man werde die Stelle aber intensiver überprüfen, hieß es. Wieder in Rosenheim. Johann Struck fährt mit seinem elektrisch verstärkten Lastenrad ein ordentliches Tempo. Ja, es ist halt schon super gefährlich, weil du konzentrierst dich auf den Radweg und auf einmal ist ein Haufen Schnee. Du machst eine Vollbremsung, vielleicht schaust du noch nach rechts, musst halt aufpassen, dass du keinen Fußgänger mitnimmst. Gefahr? Ja, aber auch Genuss, und was für einer. Kein Stau, kein Stress, frische Luft, Bilderbuchwetter und die Landschaft vor den Bergen. Mario Stürzel ist kein Radl-Kamikaze. Oft genug ist er selbst mit dem Auto unterwegs und ärgert sich dann, wenn Radler gegen Regeln verstoßen oder in der Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs sind. Aber das hier, wie diese Strecke am Inn, das gehört zu den Höhepunkten seines Tages. Am Stadtrand von Rosenheim begegnen sich die beiden. Johann Struck diesmal auf dem normalen Radl. Sie kennen sich von ihrer gemeinsamen Leidenschaft, dem Radfahren. Beide sind im ADFC aktiv. Mario Stürzel ist Vorsitzender des Rosenheimer Kreisverbandes. Gut, also dann. Toi, toi, toi. Nach knapp einer Stunde ist Mario Stürzel an seinem Büro nahe der Innenstadt angelangt. Also, das kann man einfach nicht übertreffen. Für mich ist das Schönste, wenn ich mit dem Radl unterwegs bin, das macht einfach gute Laune. Du kommst an, bist beschwingt, bist motiviert, hast gute Laune. Das kriege ich mit dem Auto nicht hin. Die ideale Strecke, um dem dichten Verkehr in der Stadt auszuweichen, ist der Innradweg. Das Problem, er hat, wie es bei der Stadt heißt, eine niedrige Reinigungspriorität. Also normalerweise fahre ich 6-mal am Tag hierher, in beide Richtungen, weil es eine Pendelroute von uns ist. Irgendwie schade, alle Straßen sind schon jetzt geräumt und hier ist halt gar nichts passiert. Mehr Rad, weniger Auto. Eine Verkehrswende wird oft gefordert. Um die möglich zu machen, muss aber in Bayern noch viel passieren, in der Stadt und auf dem Land.